Am Hinblick op Gemengewahlen den 9. Oktober 2011 ha ein Interview mam Bürgermeister vun Wahl. Was ist den Hauptprojekt, den der Gemeindewahl demnächst bevorsteht? Was den Hauptprojekt für das Jahr eigentlich ist, dass die Erneuerung von Brattert voranschreitet. Da sind wir ganz froh, dass wir dieses Projekt in dieser Periode noch mal durchkriegen. Brattert als ein Dorf hat an der letzten bisschen vernachlässigt ging, das ist gleich schuld daran, dass eine Staatsstraße, die da durchgeht, schon mehrere Prix. Und der war nicht dran für den bis zu kriegen. Für Neinke Merci von hier ist auch den Responsable von Point Chaussee, dass die Projekt mit auf das Programm geholt haben. Wir sind wirklich voll Schaffen drin. Wir kriegen eine ganz neue Straße, wir kriegen eine moderne Beleuchtung, wir kriegen Kabel am Boden. Und zu Brattert kriegen wir einen Abwasserkanal, der war bis an dem Dorf noch nicht existent. Auch Randschleit kriegen wir rund um die Kirche, kriegen wir schöne Pavé auf Platz in der Kirche. Das gibt schon eine wesentliche Verbesserung, wie du hast. Was sind weitere Investitionen, die die Gemeinde für die nächste Zeit geplant wird? Ein Projekt, das wir so weit abgeschlossen haben, das ist die Renovation für die Wasserbassinen. Wir haben letztes Jahr viel Geld an die Wasserleitungen investiert. Als Bassinen sind zum größten Teil 80 Jahre alt. 1930 sind die gebaut worden, wie der gemäht worden. Nur nach den Bassin zu Grevels, denach, wo wir da ein bisschen Erbischen drin haben, den ist aber nicht so alt wie die anderen, dafür sind noch da. Die Erbischen, die noch da müssen gemerkt für den auf den letzten Stand zu bringen, dass das echt ein Bagatell im Vergleich mit den anderen Bassinen, die wir haben. Und dann, wenn wir das abgeschlossen sind, sind wir wohl ganz froh, dass wir also Leute können proper Wasser liefern, so wie es heute dem Stand entspricht. Bon, wir haben ein Projekt, wo wir daran arbeiten, das wir leider diese Periode nicht fertig kriegen. Das ist den PAG, den allgemein bis 2010 Programm hat, für fertig zu machen. Den ist aber dünn abgeschoben gehen auf 2011. Und gesagt, los, ist ja noch das Jahr nicht fertig gehen. Das ist auch nicht ein Fehler, mehr das ein Gesetz hat. Und da muss nur gebessert gehen, und das bis nicht geschieht. Dafür schläft man höchstwahrscheinlich die Projekte an die nächste Periode ran. Da gouf auch viel an de Kirchen und auf der Kirchensteuer geschafft, und an dem Bereich ist aber noch ein ganz besonderes Projekt vorgesehen. Was geht es da genau? Also wir haben die letzten Jahre an der Gemeinde haben wir schon 7 Dörfer, wir haben 6 Kirchen, wir haben 6 Kirchrichter, da haben wir überall Kirchrichter in Unterstand gemäht, dass die Leute beim Begriffnis nicht am Rhein stehen. Wir haben Urnengräber überall gemäht, außer zu Randschleit. An zu Randschleit, da wollen wir etwas Extras machen. Da soll ein Strevis kommen, die nicht nur für die Randschleit und Brattert zuständig ist, sondern zumindest für die ganze Gemeinde. Und das geht nicht 2 Meter Carré Wiss irgendwo im Käfig, sondern das geht am Park, an der Kirche, am Herrenpasch, wie sie heißen. Da geht die Strevis aménagiert, das geht ein Platz, die idyllisch bei uns am Gringen ist. Und da sind wir am Gange daran zu schaffen. Und wir sind noch gut, dass wir die nächsten Autorisationen werden kriegen, sodass wir hoffen, dass wir das Jahr mit dem Projekt werden kommen. Wie ging die Gemeindewahl dabei zu vorstellen? Was hat sie zu bieten? Wir haben den Charme, dass wir als Gemeinde auf 7 Dörfer verteilt haben. Dafür sind wir relativ kleine Dörfer. Mit den Vorteilen, dass das mit sich bringt, gleicht sie nicht abnehmen wie Türken an der Tonne, wie an der Städte oder an größeren Ortschaften, die große Wohngebiete beimachen. Wir haben richtig eine ländliche Gemeinde mit Büschern, die überall noch bei sind. Wir haben Spazierwege gemäht, letztes Jahr hat eine Benevol-Equipe, die daran investiert hat, mit Meditationsfeld zur Randschleit gemäht. War die LIDER-Projekt waren, die ganz viel gerne genutzt wird. Also ich glaube, wir hatten eine relativ gute Wohnqualität in unserer Gemeinde. Der Innenminister hat ja den Wunsch, dass die Gemeinde sich so vergrößern, dass sie gewisse Standards für Services können anbieten. Am Sinne vom Reaménagement Territoire sind also ein paar die Gemengefusionen vorgesehen. Wie sieht dir die Sache? Also das so mit durch den Syndikattrainer Kanton haben wir ganz viele Services, die wir Leute können anbieten. Wir als Kleingemeinde Wahl zum Beispiel
sind wir im Altersheim zu reden mat runn. Wir sind in 2 Industriezonen bedeligt zu reden an zu Kecht, mit eng Krech zu Reichel fir Kanner von 0 bis 4 Joer. Wir hunn och zu summen eng Schwemmer den an Gemengen Mariner Kanton hunn eng Musikschchoul, hunn de Sportkrees Ä, wir hunn de Bummelbus mat den am Renner Kanton, wir hunn en Office sozial fir de ganz Renner Kanton. Also mé gifen am leisten den Syndikatrenner Kanton oder wie noch ëmmer hecht, dann wir gifen dat gern ausbauen, no Modell wie an der Nordstaat geplant ass. Wir sind Meinung am Renner Kanton mimmer an Lowell méi zu summen, wie hat an der Nordstaat geplant, dass wir tendieren dazu für diese Service nach auszubauen und dann Gemengen am Renner Kanton zu halen, so wie sie los sind.